Immer Grand Dux für matzuhöllen halte ich fast Bremsen als für Loser. Rido ob für die Eich-Dynastie Orange-Nassau, die als die Eich-3 Grand Dux gestaltet, haben sie dort wo, und Orange-Nassau und 2 Kapen, sie Grand Dux von Lützeburg, aber auch König von den Niederlanden. An heuer sei es eine Galerie von den Orange-Nassauer, allen 3, die mit der Döbler Kap, praktischerweise heischen sie alle gute Willen, aber praktischerweise kommen sie da rein, nur 1, 2, 3. Der Willem den Echten, also politisch konservative wie ökonomisch ganz progressive Mann, in hofft, dass die religiös Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken, antisprachliche Barrieren zwischen Holländisch, Flämisch, Französisch, Deutsch und einem so komischen Dialekt durch den wirtschaftlichen Abschwung können beruhigt gehen. Und bringt es effektiv fertig an der Wallonie eine ganze Reihe Industrien, weil das Industrieingenieure brauchen, auch Universitäten umzusiedeln. Mehr ein heute schlechten Einfluss von der Religion in der Stadt. Die Belg an der guten Teil von der Lützeburger wäre sich abgestöppelt von der katholischen Kirche gegen die protestantische Kinnig, aber wie die Belgische Unabhängigkeit kriegen, geht dem Willem sein Reich quasi enttäuschend amputiert. Der Willem den Echten ist für so viel Undankbarkeit revoltiert, aber wenn das so was, dann macht doch was er will. An en dankt auf, aber steht sein langjährig Mätresse eng wallonisch Katholikin Skandal. Für Lützeburg hat man eigentlich Extras gemacht, Lützeburg Stadt hat schüss den militärischen Interesse, wenn's seiner Festung und der Rest vom Land geht für Stockage benutzt. Der Willem II. Kann zu Lebzeiten quasi nicht mehr Krieg und Unruhen. Die französische Revolution, die lief als Skandal, bleibt wie immer traumatisiert. Man hat kein Schwar muss kämpfen. Am Spanischen Krieg, Napoleonische Feldzug, Belgische Revolution, you name it, he done it. Der Leif-Urwen auf der Kopf von Waterloo, die geht zu singen Ehre gebaut. Der Willem II. Das zahlt dort mit Life Asyl, mir ohne den Krieg zu romantisieren. Als Politiker ist er moderiert wie sein Pap für starken Alliierten zu holen, bestieten den Zar Alexander seine Schwester. Sie sich nicht gerne, so respektieren sich, da das bei so Allianzen oft der Text von den Gefehler. Kann aber auch leiden, dass der Willem II. Echt eine Präferenzen hat. Wie euch sing feiert sich euch, dass Europa um Revolutionen ausbrechen. Viel sich der Willem II. Muss ein terrorisiert Kanthe erinnert, auf ja so Szenen aus engem Reich zu evitieren, lässt eine ziemlich moderne liberale Verfassung absetzen, die auch Lützeburg so gut kennt. Die Jahr drauf stiften leider, da die Schmulteil bemerkt, die dem Mann hat. Uiuiuiui. Der Willem III. Ist schon als Kant beisächtige Giftswerkstoffe, keine Leute, man nicht seine eigenen Eltern, die lieber sein kleiner Bruder haben. Als Jalousie lässt der Willem während einem stummen Bäm auf den Jungen fallen. Nee, das ist ein Accident. Mit der Jungen stirbt drin, am Datum vom Willem seinen Geburtstag. Weil der Willem nicht will, dass er fast durch langweilige Kommemoration ruiniert, wird verrickelte sein Geburtstag. 1838 besteht seine Cousine Sophie. Sie ist ein liberal Intellektuell, ein ungebildete Chauvinist, ein Traumkoppel. Für seine Frau zu niedrige verbieten an seinem Palais all kulturelle Aktivität, da das über den ersten Internet ginge verschwollen. Aber hält sich an aller Öffentlichkeit wie ein notgeile Gorilla. Ich zitiere New York Times. 1856 putschte Willem III. Die Lützeburger Deputiert aus der Chambre für seine reaktionäre Verfassung am Platz zu setzen, an aus den Lützeburgern Untertanen zu machen. 1867 versicherte Lützeburg und Franzosen zu verkaufen und Spielschulden, lässt dummer den beiden Ersten Weltkrieg aus. Oh, sein Bild hängt schief, was mir gut nicht abgefallen. Rido für die Dynastie Nassau-Weilburg, die nach bis heute als Grand Duke stellen, die just nach eng einzig gehabt. Für was muss die Dynastie gewechselt gehen und mit dem Willem III. Sterben all die männlichen Nachfolger auf Viergänger wasch. Schließlich hörte just noch eng durch, dat Wilhelmina. Dat kann Königin von den Niederlanden gehen, aber nicht Grand Duke Hess von Lützeburg, weiblichen Herrscher, als du nämlich nicht viel gesehen. Also muss am Stammbaum ein Mann an einer Nobelbranche front gehen, Nobelbranche aus Nassau-Weilburg, an dem Mann aus den Adolf. Den Adolf, der das die freundliche Dackelsmog, den huet Eis einen Breckkanner los, an den Konschpreis von dem König bis West. Willem de Feierte, man schmucke Schnurres, den huet 6 Kanner, mir alles Mäderscher, nur engem urgeniere Schlag, an dem den Rest von der Verwandtschaft vom Thron ausgeschlossen wird, designierte sich ältesten Durchschlag als Nachfolgerin. Marie Adelheid. Sie ist als Grand Duchesse während dem Ersten Weltkrieg. Marie Adelheid ist ein Quisel, erzkatholisch und erzkonservativ, möchte sich an die Landespolitik, an der ihm viel zu viel liberal und antiklerikal ist. 1914 geht Lützeburg, obwohl es eigentlich neutral ist, vom deutschen Truppe besetzt. Die Großherzorin appelliert an die internationale Gemeinschaft, die eigentlich censiert ist, das Neutralität notfalls militärisch durchzusetzen. Mekin traut sich zu diesem Zeitpunkt anzugreifen. Vielleicht geht es ja von einer längeren Wäsche. Dass Marie Adelheid den deutschen Kaiser empfängt und dass sie 1916 auf Begräbnis von ihrer Boom an Deutschland fährt, als zwar unbeholfen und unüberlöst, aber kein Landesverrat. Mehr arrangiert die Klees bei Lützeburger Politiker für ihre Sündenbock zu holen, dem sie hier eine Kapazität können für geheien. 1919 dankt Marie Adelheid schließlich auf, proposiert sich Schwester Charlotte als Nachfolgerin. Marie Adelheid stirbt mit 21 und Typhus, sie wird gefilmt wie ein Tier. Die weiße Niveldorp der Foto, das ist kein Effekt, kein Stöps, das ist Zigarettendamp.
Charlotte ist 45 Jahre lang Großherzogin, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Für all Polemik aus dem Weg zu gehen, flüchtet die großherzogliche Familie 1940 aus dem Land, über Frankreich und Portugal schließlich an England, wo aus sie ihre Landsleute über BBC Radio Courage zuschwätzt. Nicht alle Lützebäuer finden gut, dass Grand Duchesse das Land verlässt, mit Erfahrungen von ihrer Schwester sitzen Dave. Charlotte setzte sich beim Teddy Roosevelt dafür an, dass die USA den Krieg angreifen und nicht als lang hier zu verdanken, dass ich meine Gag. No im Krieg können Grand Duchesse Träger Lützeburg an unterstützt Gründung von der NATO und damit das Land nicht mehr neutral. Das hat ja nicht wirklich ab das Brüch, die Neutralität. Dem Charlotte verdanken wir den Nationalfeiertag, da das ihre Geburtstag am 6. Mai verreckelt. 1964 dank sie auch für ihre Fils, de Jean. Am Wieslerin Dynastie, fällt Walburge wasch, wissen für wat, das sind aristokratische Spitzfindigkeiten, mit auf immer keine Zeit. De Jean, den 100 pur von uns nach Mada lief, den hat Kante der Juren in England und Kanada verburgt und hat ab 1942 als Offizier im Zweiten Weltkrieg stehen geholt, ob der Seite von den Alliierten natürlich. Besteht sich mit einer belgischer Prinzessin, dem Josephine Charlotte. De Jean ist ein immens diskreten und seriöser Mann, der sich durch nichts dafür deut, so haben wir als Kronduke gern. Stirbt 2019 gerecht am biblischen Alter von 98 Jahren. Den Hang, den haben wir 2000. Für was he Kronduke an nicht seine Schwester Marie Astrid hat 4 und ihm geboren ist, mit Band dafür kriegt hat dann ein Schiff. Den Hang als den ersten Grundstück, den ein bisschen Lützeburgisch kann schwätzen. 1981 besteht ein Studiekollegien aus einer kubanischer Bankiersfamilie, die durch den Fidel Castro aus dem Land vertrieben gaufen. 2008 löste der Grundstück eine Verfassungskrise aus, weil ein Gesetz zur Euthanasie als Stierhilfe nicht unterschreiben will. Der wie sich nämlich nicht blendelose Grundstücks sind noch immer erzkatholisch. Das Problem wird behoben, indem der Staatschef einfach Sanktionsrecht weggeholt kriegt. Muss noch immer Gesetz unterschreiben, mir muss nicht mal im Inhalt verstanden sein. 2021 wird der Rapport Waringo publiziert, den auf eine Reihe Dysfunktionementer beim Haft hinweist. Darüber folgt ein Interview von der großherzoglichen Koppel bei Paris Match Nouget, mit der typischen Diskretion schenkte der River zu sehen. Also nächste Grundstück der Römme wollen, das wird dann normalerweise die Vernünften. Mir vielleicht sind wir bis dahin in einer Republik. Und das waren lauter Grundstücksgewicht für mal zu holen. Ich so nicht mehr zu viel, nur leicht schon, wie es geschwunden.